Zu groß. Es müsste kleiner sein. Gibt es hier nicht? Perfekt. Ich muss Kostüme für das Deutsche Gehörlosentheater aussuchen. Ich schaue also, wo ich die Sachen kaufen kann, wo was passen könnte. Passt etwas nicht, muss ich wieder woanders hin, deshalb die Fahrerei. Wir haben jetzt das Casting. Ich werde diejenigen auswählen, die dann die Gruppe aus 8 Frauen und 3 Männern stellen werden. Sie sollen gut zusammenpassen und ich denke, wir haben hier eine tolle Mischung. Aber ich sehe auch Unterschiede von der älteren Theatergeneration über die mittlere Generation bis hin zur neuen, jungen Generation, die sehr motiviert ist. Das ist sehr spannend. Super. Ich bin Juho. Und so wird das Stück ungefähr 2 Stunden dauern. Es geht um Hamlet. Ich möchte die Herausforderung annehmen und in eine Rolle schlüpfen, die ich mir früher nicht mal vorstellen konnte. Mir ist bewusst geworden, dass ich das Schauspielen unbedingt möchte. Da möchte ich noch mehr rein. Das Stück ist von Shakespeare. Hast du es schon gelesen und welche Vorstellungen hast du? Es ist auf jeden Fall ein altes Stück. Ich spüre es, dass die jungen Leute sehr dafür brennen. Sie stehen noch am Anfang, aber genau solche Schauspielende brauchen wir für die Zukunft. Perfekt. Danke. Ich habe beim Deutschen Gehörlosentheater die künstlerische Leitung inne. Ich kümmere mich auch noch um die Kostüme, weil sich niemand dafür gefunden hat. Und dann mache ich auch noch das Bühnenbild. Da gibt es 2 Leute von Z8, die ihre Ideen einbringen, nach denen ich dann das Bühnenbild entwerfe und zeichne. Es sind also 3 Aufgaben in einer Person. Es wird spannend. Wer wird eine der begehrten Rollen im Stück Hamlet ergattern? Nicht mehr lange und wir lüften das Geheimnis gleich hier hinter mir. Aber wieso sind wir dafür in Berlin? Tja, weil erst vor kurzem der Umzug des Deutschen Gehörlosentheaters nach Berlin beschlossen wurde. Da fällt mir ein, im nächsten Jahr hat das DGT ein Jubiläum, 75 Jahre. Was für eine lange Zeit. Begonnen hat dabei alles 1949 in Dortmund unter der Leitung eines Hörenden, Heinz Feuerbaum. Mittlerweile ist das DGT in Berlin, aber der Sohn des damaligen Gründers, Peter Feuerbaum, macht weiter in Dortmund mit dem Gehörlosentheaterverein. Diese Gruppe probt gerade für ihr neues Stück Killer Ladies. Bald ist Premiere und wir waren mit der Kamera dabei. Gerade läuft die Generalprobe. Die Chance, an bestimmten Stellen nochmal zu arbeiten, Rückmeldung zu geben, den Text nochmal aufzufrischen, wenn uns Stellen auffallen, die wir vergessen haben. Das Problem ist, die Proben finden immer nur am Wochenende statt. Durch die lange Pause über die Woche muss ich immer erst kurz überlegen, was eigentlich eine Woche vorher war und was wir genau geprobt hatten. Insgesamt proben wir schon seit einem halben Jahr. Ich werde schon langsam nervös und die Aufregung steigt. In einer Woche ist unsere Premiere. Für mich ist es das erste Mal auf der Bühne.
Ich bin mit dem Gehörlosentheater aufgewachsen. Mein Vater hat schon 40 Jahre lang Gehörlosentheater gemacht. Er hat bis ungefähr 1995 das Deutsche Gehörlosentheater geleitet. Er hat dann irgendwann einfach aufgehört. Und ein Jahr später haben mich die Gehörlosen gefragt, ob ich bereit wäre, hier in Dortmund beim Gehörlosentheater Regie zu führen. Ja, es ist schwierig, den Text in Gebärdensprache zu übertragen, wegen dem Sprachniveau. Es soll auf keinen Fall vereinfacht und plump wirken. Dieses Gefühl, die Sprache, das Abstrakte, wenn es um Liebe geht und das Werben darum. All diese Bedeutungen müssen in der Gebärdensprache auch zum Ausdruck kommen. Dessen müssen sich die Schauspielenden annehmen. So ist eben die Sprache von Shakespeare. Es ist schon schwierig, weil Shakespeares Sprache sehr anspruchsvoll ist. Wir müssen das nun umsetzen. Wir haben den Vorteil, dass wir uns gegenseitig mit DGS-Varianten unterstützen können. Das ganze Team profitiert von den Ideen aller. Ja, so macht's Spaß. Ich bin überrascht, dass alle den Text gut drauf haben. Durch die Übersetzung in die DGS können sie ein besseres Verständnis für den Inhalt bekommen und sich ihre Textstellen besser einprägen und spielen. Juho hat als Regisseur bestimmte Vorstellungen, wie die Kostüme für die Schauspielenden aussehen sollen. Er hat mir seine Punkte genannt, die ich dann gezeichnet habe, was einfacher ist. Das habe ich ihm dann präsentiert. Und mit seinem Okay geht's dann an die Suche der Kostüme im Internet, ans Bestellen und ans Einkaufen in den Läden. Morgen ist die Anprobe. Ich hoffe, dass alles passt. Falls nicht, muss ich weiter ran. Okay, dann die Skripte wegräumen. Ja, es ist mein erstes Mal. Bei mir auch. Du auch? Wir wiederholen viel, sodass alles gut zusammenpasst. Das klappt super. Das ist ein tolles Team, das berührt mich richtig. Juho hat mich gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte. Das hat mich sehr ins Grübeln gebracht, weil ich mit dem DGT viele Erinnerungen verbinde. Juho meinte dann, ach komm, nutze die Zeit für das Theater und gib dir einen Ruck. Dann habe ich ja gesagt und freue mich, wieder Theater zu spielen. Es ist einfach meine Leidenschaft. Faszinierend, wie mühelos die jungen Leute heutzutage mit DGS umgehen. Wohingegen das vor 20 Jahren noch eine große Herausforderung für uns war. Heute ist es ganz anders. Wow. Was mir auffällt ist, dass ich den Text mir erst einmal in DGS übersetzen muss. Dann muss ich mich noch in meine Rolle einfinden, dann ist da Shakespeare. All die Sachen haben mir viele Gedanken bereitet. Sonst stehe ich alleine auf der Bühne und agiere anders. Hier habe ich den Auftrag, etwas zu spielen. Eine echte Herausforderung, aber auch eine Ehre.
Anfangs hatte ich schon ein bisschen Bedenken. Ich habe deswegen auch schlecht geschlafen. Ich denke natürlich schon an den Auftritt. Je näher er kommt, desto schlimmer wird es. Trotzdem fühle ich mich gut, weil ich weiß, dass alle hier super sind. Ich bin gespannt, wie es werden wird, bei Ihnen und bei mir. Wir stehen ja noch am Anfang. Mit den nächsten Wochen kommt dann eins zum anderen. Ich bin mit dem Verlauf zufrieden. Wir haben gestern erst angefangen. Für 2 Tage war es schon toll. Sehr aufregend. Ich hoffe, ich schaffe es noch, alles anzuziehen. Die Schuhe und dann der Weg hinter der Bühne, auch noch im Dunkeln. Mir geht so vieles durch den Kopf. Es ist eine riesige Ehre, weil das Gehörlosentheater ja am Theater Dortmund angefangen hat, 1948. Und es ist jetzt praktisch die Rückkehr. Wozu brauchen wir Hörende? Ich brauche diese Menschen nicht. Wenn sie an die Schule denkt. Wie ein Papagei, der einfach nachmacht, was er nicht versteht und gar nicht weiß, ob er es richtig macht. Im Theaterbereich denken Hörende selten für die Gehörlosen mit. Bei einer Theateraufführung steht an der Seite rechts oder links eine Dolmetscherin. Und wenn eine gehörlose Person dann reingeht, kann sie nur zur Dolmetscherin schauen und alles mitbekommen. Die Gehörlosen wollen ja auch ein bisschen ihre eigene Kultur auf der Bühne sehen. Ich wünsche mir mehr Gehörlosentheater. Mehr gehörlose Personen, die für gehörlose Zuschauer spielen. Ein schönes Zeichen, eine taube Theatergruppe einzuladen, damit sie an dem Ort auftreten kann, an dem das erste Stück des Gehörlosentheaters aufgeführt wurde. Natürlich brauchen taube Zuschauende die Möglichkeit, sich mit den Schauspielenden auf der Bühne zu identifizieren. Im Moment ist zu beobachten, dass immer mehr Hörende versuchen, gemeinsam mit tauben Menschen aufzutreten, um sich einem gemischten Publikum zu präsentieren. Ein Beispiel von vielen ist das Theater Pied de Fou aus Hildesheim. Sie touren mit einem Stück für taube und hörende Kinder durch unterschiedliche Theater und wir haben sie bei einem Auftritt besucht. Seht selbst. Hallo liebe Kinder, liebe Besucher zum Stück Valentino Frosch. Das ist was Besonderes, denn es gibt 2 Sprachen. Die gesprochene Sprache und die Gebärdensprache. Ihr fragt euch, wie kann ich das alles verstehen, wenn ich nicht beide Sprachen kann? Kein Problem.
Alles, was gebärdet wird, wird auch gesprochen. Und manchmal versteht man die Frage in der einen Sprache durch die passende Antwort in der anderen Sprache. Ich sehe nur aus wie ein Storch, aber ich bin kein Storch. Für mich ist die Zusammenarbeit mit Hörenden eine viel größere und neue Herausforderung, weil alles viel länger dauert. Mit einem Team komplett aus Gehörlosen läuft alles wie am Schnürchen. Wir haben ja angefangen mit dem Theater und wollten gebärdenunterstütztes Theater machen, weil ich bin schwerhörig und interessiere mich schon lange für die Gebärdensprache, eben auch dadurch, dass ich sie lernen muss, weil ich habe eine progrediente Schwerhörigkeit und werde wohl taub. Und genau, habe dann angefangen, Gebärdensprache zu lernen und wollte es eben in meinen Job als Schauspielerin und Theaterpädagogin mit einfließen lassen. Habe dann erst Projekte gemacht mit gehörlosen Jugendlichen und dann haben wir zwei das Theater gegründet und erst Kindertheater gemacht für ganz kleine Kinder mit Musik und haben das mit Gebärden unterstützt. Und genau, so ging es dann immer weiter, bis wir jetzt wirklich zu bilingualem Kindertheater sind und auch versuchen mit gehörlosen Darstellern mit auf der Bühne. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ja, Valentino ist mein bester Freund. Zum Beispiel gibt es jetzt immer mehr Theater, wo daneben ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin steht und dann übersetzt. Und da haben wir eben den Anspruch, dass das gleichzeitig passiert, dass wir auf der Bühne sind, weil gerade im Kindertheater glaube ich, dass die Kinder gar nicht gleichzeitig auf die Bühne gucken können, wo das Gespielte ist und das über die Übersetzung sehen. Und das finde ich so schade. Also es ist natürlich toll, dass es trotzdem versucht wird, aber wir möchten eigentlich, dass es parallel funktionieren kann. Bist du ein echter Prinz? Wir sind ja an vielen verschiedenen Orten mit dem Stück aufgetreten und mir ist aufgefallen, dass es vor allem für das hörende Publikum ein Aha-Erlebnis war, einen tauben Schauspieler zu sehen. Für die Gehörlosen war das eigentlich keine Überraschung. Ich bin froh, dass es nach den 2 Monaten und der letzten Woche endlich hier am Pfefferberg losgeht. Nun werden wir sehen, wie alles zusammenwirkt. Die Texte sitzen bei allen. Aber die Frage ist, wie sie zusammenspielen, wie es mit den Requisiten, den Kostümen und dem Ablauf wirken wird. Das werden wir gleich sehen. Und ich bin sehr gespannt. Heute ist es endlich soweit und gleich beginnt die Premiere und wir sehen das Ergebnis von 2 spannenden Monaten der Vorbereitung. Bevor ich reingehe, möchte ich mich aber noch mit dem Vorstand des Deutschen Gehörlosentheaters, Elisabeth Kaufmann und Christina Schönfeld, unterhalten. Vielen Dank fürs Kommen und hallo. Hallo. Gerne doch. Das Deutsche Gehörlosentheater ist in Berlin. Wie kam es dazu?
Das Deutsche Gehörlosentheater kam vor 2 oder 3 Jahren wegen Corona auf einmal zum Stillstand. Es konnten keine Proben stattfinden. Alles fiel aus, weil es den Lockdown gab. Hinzu kam auch noch eine Krise innerhalb des DGT. Zum Schluss, vor ungefähr einem Jahr, stand dann der Vorstand alleine da. Mit den Projektmitteln für Hamlet, die von der Aktion Mensch bereits bewilligt wurden. Aber es gab drumherum kein Team mehr. Nach längeren Überlegungen kam mir dann zuallererst das ZFK in Berlin in den Sinn. Es gab viele Gründe, die für das ZFK sprechen. Berlin ist eine Hochburg in Sachen Kunst, Tauberkunst, Schauspielerei. In Berlin ist all das verortet. Und das ZFK hat die Leute. Meine einzige Sorge war nur, ob das ZFK bereit ist, ein kaputtes Projekt zu übernehmen. Das war anfangs schon sehr schwierig. Wir mussten vieles wieder ausbügeln. Aber es hat funktioniert, auch dank der guten Zusammenarbeit zwischen uns. Wir haben uns gegenseitig immer wieder gut informiert. Für uns ist es eine schöne, neue Herausforderung. Es ist ja auch im Sinne aller in ganz Deutschland und nicht nur für diejenigen in Berlin. Ich kann mir mit Berlin, dem ZFK und dem Projektteam eine gute Zukunft für das DGT vorstellen. Und dass es sich weiterentwickelt, stabil bleibt und weiter aufgebaut wird. Nicht so wie in den letzten Jahren, als das DGT zweimal kurz davor stand, sich aufzulösen. Mit der Übernahme wird es besser dastehen. Ich habe ein gutes Gefühl. Hamlet. Hamlet startet nun seine Deutschlandtournee und ich drücke die Daumen. Genauso wie dem DGT für seine Zukunft in Berlin. Was wäre mein Traum für die Zukunft des DGT? Es soll sich vergrößern und mehr international aktiv werden. Für mich wäre es schön, wenn man in Zukunft weltweit wüsste,
vor allem auch die Hörenden, dass es taube Schauspielende gibt. Und dass es keine Besonderheit mehr ist, weil es eben alle Menschen so kennen. Nächstes Jahr feiert das DGT sein 75-jähriges Jubiläum. Ich habe die Entwicklung mitverfolgt. Ich wünsche mir einen frischen Wind. Ich bin erst seit kurzem dabei, aber es ist Zeit für die nächste Generation, finde ich. Beeindruckende Arbeit. Mich hat es gefreut, als das Deutsche Gehörlosentheater von München nach Berlin umgezogen ist. Wichtig ist, dass es am Leben bleibt und nicht aufhört. Es soll weiterlaufen. Mir ist es egal, wo das ist. Das Theater ist für die Jugend und für die Kinder so wichtig. Es muss laufen. Vielleicht kann man in Zukunft eine Schauspielschule gründen, mit dem Ziel, da mehr voranzutreiben. Ich hoffe, dass hier in Berlin etwas geht. Wichtig ist, dass die Leute zusammenhalten und man mehr Mitglieder gewinnt, um so besser in die Zukunft zu schreiten. Ich wünsche mir eine größere Zusammenarbeit der einzelnen gehörlosen Theatergruppen. Wie einen Dachverband für Gehörlosentheater, wo alle gehörlosen Theatergruppen zusammenkommen und sich beraten. Ich liebe es einfach, mir Theaterstücke in Gebärdensprache mit tauben Schauspielenden anzusehen. Da fühle ich mich wohl. Musik für meine Augen, die Gebärden, die Haltung, die Mimik. So viele Kleinigkeiten und ich verstehe alles sofort. Ich will die Hörenden nicht schlecht machen, das ist auch sehr toll. Es ist wie mit Visual Vernacular. Das können Hörende und Gehörlose machen mit demselben Inhalt und Thema. Aber die Form bei Gehörlosen schafft die Faszination. So ist es auch beim Theater. Es soll weiterlaufen, mit neuen Stücken, immer wieder. Es darf nicht sein, dass immer so lange Pausen entstehen. Ich wünsche mir jedes Jahr ein Theaterstück. In den letzten Jahren hat man in Deutschland sehen können, wie sich das Theater mit Gebärdensprache durch Höhen und Tiefen kämpfen musste. Dennoch brennt das Publikum dafür, aber auch die Schauspielenden auf der Bühne. Wenn also etwas mit DGS angeboten wird, ist der Theatersaal voll. Hoffentlich kann das Theater in Deutschland weiter positiv in die Zukunft schreiten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.